Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Gattiker, sehr geehrter Herr Bock, sehr geehrter Herr Ducrot, sehr geehrter Herr Jakob, sehr geehrter Herr Godel, sehr geehrter Herr Hübschi, sehr geehrter Herr Remund, sehr geehrte Medienschaffende. Ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus mit Fachexperten des Bundes. Ganz besonders begrüßen möchte ich den SBB-Chef Vincent Ducrot. Er spricht hier primär als Systemführer öffentlicher Verkehr zu Ihnen. Noch ein Hinweis auf die nächste Woche. Wir planen einen Point de Presse auf Fachebene am Montag um 14 Uhr und am Mittwoch ist die Bundesratssitzung. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Wir haben 51 neu positive Getestete seit gestern. Das ist einer mehr, als wir gestern vermerkt haben. Die Tendenz ist aber trotzdem weiterhin sinkend, weil an jedem Tag natürlich mit einer gewissen von 1-2 Tagen Meldeverzögerung immer auch noch ein paar ältere Fälle dazukommen. Also wenn man die Kurve ansieht, ist es weiterhin sinkend. Und das ist gut so, weil wir ja, wie Sie alle wissen, jetzt mit der Containment-Strategie, also einer Strategie begonnen haben, wo wir versuchen, alle Infektionsketten wieder einzudämmen, wieder nachzuvollziehen und die Kantone bereits mit dem begonnen haben. Und so viel wir jetzt haben an Rückmeldungen, funktioniert das gut. Für Zahlen ist es noch etwas zu früh, die werden dann kommen, sobald wir die ersten Zahlen dazu veröffentlichen können. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz noch auf vielleicht eine Problematik gleich zum Vornweg hinweisen. Es wurde offenbar ziemlich heftig und viel diskutiert, weshalb es Sinn macht oder weshalb es eben nicht schön sei, wenn Leute, die ein Restaurant besuchen oder ein Café besuchen, ihre Kontakte hinterlassen sollten. Es ist ja freiwillig. Ich möchte das noch einmal ganz kurz erklären. Es geht nicht darum, dass man schaut, wer war am Nachbartisch. Es geht auch nicht darum, dass man zwischen den Tischen oder so irgendwie die Kontakte nachverfolgen möchte, weil da besteht ja die Abstandsregel oder sonst Schutzmaßnahmen. Es geht in erster Linie darum, dass dort, wo die Abstandsregeln und die Schutzmaßnahmen ja nicht eingehalten werden können im Restaurant, und das ist normalerweise zwischen dem Servicepersonal und den Gästen, dass wenn vom Servicepersonal unglücklicherweise jetzt jemand einmal krank würde, dass man wissen müsste, wer wo war, die bedient wurde. Und deshalb ist es sowohl im Interesse des Gastbetriebes, weil man dann nicht sagen muss, es kam zu einer Ansteckung an dem und dem Tag in diesem und diesem Restaurant, das wäre ja dann wohl sehr, sehr unglücklich. Und dann könnte man wirklich dann sagen, den Leuten direkt, und das machen die kantonsärztlichen Dienste, diese und diese Person waren an dem Tisch, wer war mit euch am Tisch, und dann hat man die Kontakte. Ich denke, es ist wichtig, dass man das vielleicht immer wieder auch erklärt. Es ist nicht etwas, das weder gegen die Gäste noch gegen die Gastbetriebe gedacht ist. Es ist keine Kontrolle, sondern es ist wirklich, es dient darum, dass wenn es zum unglücklichen Fall kommt, dass dort jemand angesteckt ist, vor allem vom Personal, dass man zurückverfolgen kann, wer wurde da bedient. Dass diese Leute informiert werden, dass diese Leute dann in Quarantäne genommen werden können und dass diese Leute dann auch wissen, okay, ich habe das Risiko, ich muss jetzt mal die nächsten 10 Tage zu Hause bleiben, in Quarantäne bleiben und überwachen. Weil niemand möchte ja, wenn er es weiß, andere Leute der Gefahr aussetzen, sich anzustecken. Das war, was ich noch einmal erklären wollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Koch. Herr Gattiker. Ja, sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wissen, hat der Bundesrat ja im April beschlossen, die seit Ende März geltenden Einreise- und Zulassungsbeschränkungen schrittweise zu lockern. An den Grenzen zu unseren Nachbarländern soll so rasch, wie es die epidemiologische Entwicklung erlaubt, wieder Normalität hergestellt werden. Der erste Schritt dazu ist am 11. Mai erfolgt. So werden zum Beispiel Gesuche um Aufenthaltsbewilligungen, die vor Ende März eingegangen sind, wieder bearbeitet. Die Kantone sollen auch wieder Gesuche von EU- und EFTA-Bürgern prüfen.
die einen Arbeits- oder Dienstleistungsvertrag vor der Corona-Krise abgeschlossen haben. Und auch der Familiennachzug ist für Schweizer Bürgerinnen und Bürger und hier lebende Personen aus dem EU-Raum wieder möglich. Und ab dem 8. Juni werden voraussichtlich alle Gesuche von Erwerbstätigen aus der EU-EFTA mit einem neuen Arbeitsvertrag wieder bearbeitet. Das ist der zweite Lockerungsschritt am 8. Juni und damit stellen wir die Personenfreizügigkeit mit der EU schrittweise wieder her. Zudem hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter, sie hat darüber hier letzten Mittwoch ja informiert, mit den Innenministern Deutschlands, Frankreich und Österreichs vereinbart, dass die Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zwischen diesen 4 Staaten am 15. Juni ganz aufgehoben werden sollen und die Reisefreiheit und damit auch das Personenfreizügigkeitsabkommen wiederhergestellt werden. Auch hier natürlich unter der Voraussetzung, dass es die pandemische Entwicklung zulässt. Sie hat auch angekündigt, dass es sofort, so rasch wie möglich, weitere Lockerungen geben soll, bis zu diesem Zeitpunkt eben der Wiederherstellung der Reisefreiheit am 15. Juni. Und ich kann Sie darüber informieren, dass wir auf Staatssekretärenebene jetzt mit Deutschland und Österreich intensive Gespräche geführt haben und kann Ihnen über Folgendes informieren. Wer in einer grenzüberschreitenden Beziehung lebt, und zwar verheiratet oder auch nicht verheiratet, kann die Grenzen zwischen diesen 3 Ländern passieren und ins Nachbarland einreisen, um den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zu besuchen. Dies gilt für alle Paare. Bis jetzt konnten nur Personen in die Schweiz einreisen, die verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben oder gemeinsame Kinder haben. Das SEM hat in den letzten Wochen Tausende von Anfragen von unverheirateten binationalen Paaren erhalten. Nun können sie einander wiedersehen. Es dürfen neu auch Personen einreisen, die Verwandte besuchen wollen, also zum Beispiel die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, die Enkel, die Tanten oder Onkeln, auch Cousins und Cousinen. Ein Verwandtschaftsgrad ist hier erforderlich. Eine weitere Ausnahmebestimmung betrifft die Einreise zwecks einem familiären Anlass wie einer Hochzeit oder an einem Begräbnis. Und zudem dürfen Personen einreisen, die eine Zweitwohnung im Nachbarland haben und nutzen, einen Schrebergarten oder eine Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstfläche besitzen. Und es dürfen auch Personen über die Grenze, die Tiere versorgen müssen. Auch das haben wir festgestellt, ist eine grenzüberschreitende Lebensrealität. Diese Regelungen, die treten um Mitternacht in Kraft. Wir werden heute Nachmittag die entsprechenden Formulare aufschalten. Es ist so, dass sich dann in der Schweiz lebende Personen in eine dieser Ausnahmekategorien fallen, eine sogenannte Selbstdeklaration ausfüllen müssen, ein Formular, wo man eben die Personalien angibt, den Grund der Einreise etc., sodass bei Bedarf nicht den Grenzkontrollbehörden das vorgewiesen werden kann. Aber Sie wissen ja auch, dass das Grenzregime seit dem 11. Mai auch schrittweise gelockert wurde, diese systematische Kontrolle jetzt durch eine risikobasierte ersetzt wurde. Herr Christian Bock, der Chef der Zollverwaltung, wird darüber sicherlich noch im Detail berichten. Wir werden auch die Weisungen aufschalten. Und wir sind hier im engen Kontakt natürlich mit Deutschland und Österreich, dass auch auf ihrer Seite diese Voraussetzungen jetzt neu geschaffen sind. Ich muss noch eine Situation speziell schildern, betrifft Baden-Württemberg. Da gelten noch Quarantänevorschriften. Es ist auf Bundesebene der Beschluss gefasst worden, das Bundeskanzleramt zusammen mit den Ländern diese Quarantänevorschriften abzuschaffen, soweit es um EU-EFTA-Bürger geht oder eben auch um Schengen-assoziierte Staaten. Also sie werden auch gegenüber der Schweiz ersetzt. Dies wird noch einige Tage dauern. Allerdings, ich habe mich gerade vorhin jetzt noch mit dem zuständigen Staatssekretär im Innenministerium von Baden-Württemberg ausgetauscht, gilt für unverheiratete Partner diese Quarantänevorschriften schon jetzt nicht mehr.
Die anderen werden sich noch ein paar Tage gedulden müssen. Theoretisch wäre es das möglich, in der Praxis wird es kaum mehr angewandt. Aber ich wollte Sie einfach hier über die spezielle Rechtslage in Baden-Württemberg informieren. Für Frankreich gelten diese Lockerungen vorerst noch nicht, aber wir sind hier auch zusammen mit dem deutschen Innenministerium. Wir haben hier ein gemeinsames Interesse mit den französischen Behörden in Kontakt. Das Ziel ist auch hier, die Grenze schrittweise zu lockern bis zum 15. Juni. Auch Frankreich hat erklärt, dass die Reisefreiheit gegenüber der Schweiz und Deutschland wiederhergestellt werden soll für 15. Juni. Wir sind da im Gespräch. Ich kann hier nichts Konkretes berichten. Und was Italien betrifft, ist die Situation etwas anders, weil unser südliches Nachbarland sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen ist. Gespräche mit Italien über Lockerung des Grenzverkehrs finden statt, sobald die pandemische Situation dies zulässt. Hier ist noch etwas Geduld nötig. Etwas möchte ich noch betonen. Wer einreist, muss sich selbstverständlich an alle Hygiene- und Verhaltensvorgaben des jeweiligen Landes halten. Nicht? Wer also zu einem zum Begräbniszweck einreist aus Deutschland, der hat sich an die Empfehlungen zu halten und an die Vorschriften zu halten, die bezüglich der Begräbnisse hier in der Schweiz gelten. Selbstverständlich haben Schweizerinnen und Schweizer umgekehrt solche Vorschriften eben auch in Deutschland und in Österreich zu beachten. Und ich weise darauf hin, dass alle anderen Einreisebeschränkungen weiterhin in Kraft sind. Wir sind also weiterhin in einem Regime, wo grundsätzlich die Einreise nicht gestattet ist, mit diesen Ausnahmeregelungen. Die haben wir jetzt doch substanziell erweitert. Aber ich denke, das ist auch eine sehr gute Nachricht, dass sich jetzt viele Familien aus diesen 3 Ländern nach langem Warten nun wieder sehen können. Und wir machen damit einen weiteren Schritt auf den langen Weg zurück in die Normalität. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Gattiker. Herr Bock. Ja. Staatssekretär Gattiker hat Ihnen den Inhalt der gemeinsamen Absichtserklärung zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz dargelegt. Ich möchte Ihnen nun aufzeigen, was dies für das operationelle Regime an den Landesgrenzen bedeutet. In Absprache mit Deutschland und Österreich werden wir alle geschlossenen Grenzübergänge zu Deutschland und Österreich öffnen. Diese Öffnung beginnt heute und wird so rasch als möglich abgeschlossen sein, spätestens aber im Verlauf der ersten Hälfte der nächsten Woche. Eine entsprechende Medieninformation der Eidgenössischen Zollverwaltung folgt. Die betroffenen Grenzkantone werden zurzeit ebenfalls informiert. Analog werden auch Deutschland und Österreich gesperrte Grenzübergänge öffnen. Die Öffnungen werden zwischen den 3 Staaten soweit als möglich abgesprochen und werden koordiniert erfolgen. Einreisen aus Gründen, die nicht in der Covid-19-Verordnung 2 oder in den Weisungen des ZEM genannt werden, bleiben, Herr Staatssekretär Gattiker hat das ausgeführt, verboten. Darunter fällt etwa die Einreise, um in der Schweiz zu tanken oder Einkäufe tätigen zu wollen, oder die Einreise zu rein touristischen Zwecken. Seit Anfang dieser Woche führt die Eidgenössische Zollverwaltung risikobasierte Kontrollen durch. Die Grenzpolizeiorgane Deutschlands und Österreichs werden ebenfalls zu vergleichbaren Kontrollregimes wechseln. Risikobasierte Kontrolle heißt, dass wir nicht mehr alle Einreisen vollständig kontrollieren müssen. Es heißt aber auch, dass wir dies noch immer können und dass wir auch unerwartet solche umfassenden Kontrollen durchführen werden. Auch die Luftüberwachung bleibt unverändert operativ. Dabei werden wir kontrollieren, ob die Einreisevoraussetzungen gegeben sind und ob die ausgefüllte Selbstdeklaration mitgeführt wird. Die Selbstdeklarationen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sind gleichwertig und werden von jedem der 3 Länder gleichermaßen akzeptiert. Reisen zum alleinigen Zweck des Einkaufstourismus bleiben verboten. Die heutige Entscheidung hat Auswirkungen auf den Einsatz der Armee an der Grenze. Bevor ich diese jedoch erläutere, ist es mir ein Anliegen, den Angehörigen der Milizverbände und der Militärpolizei für ihre Arbeit zu danken. Sie waren eine echte Verstärkung und die Zusammenarbeit verlief reibungslos und professionell. Und ich danke auch meinen Mitarbeitenden, die in den letzten Wochen Großartiges geleistet haben. Die Milizkräfte der Armee werden heute von den Grenzen zu Österreich und Deutschland abgezogen. An der Grenze zu Frankreich bleiben die Milizkräfte im Einsatz. An der Grenze zu Italien werden wie bisher
keine Milizkräfte eingesetzt. Die 50 Angehörigen der Militärpolizei bleiben bis längstens 30. Juni im Einsatz, wobei wir fortlaufend die Lage neu analysieren. Und ich wiederhole zum Schluss, dass meine Ausführungen für unsere Grenzen zu Deutschland und Österreich gelten. An den Grenzen zu Frankreich und zu Italien gibt es vorerst keine Änderungen. Danke. Vielen Dank, Herr Bock. Herr Ducrot. Ja, meine Damen und Herren, wir wechseln etwas das Thema und kommen zum öffentlichen Verkehr. Wir haben am 11. Mai haben wir den Schritt Retour zur Normalität vollzogen. Wir fahren heute 90% der Züge. Wir freuen uns über die Grenzöffnung, weil wir werden auch in enger Abstimmung mit den Zollbehörden auch die Züge Richtung Deutschland und Österreich aufnehmen können. Und ich bin auch sehr zufrieden, wie das verlaufen ist. Normalerweise ein Fahrplanwechsel ist eine extreme Herausforderung und da müssten wir in sehr wenigen Tagen das vollziehen. Und da ist ein großes Dankeschön an unser Personal zu geben. Sie haben sich enorm eingesetzt, dass es sehr gut geklappt hat am 11. Mai. Wir haben gleichzeitig ein sehr großes Effort gemacht. Wir reinigen extrem viel unsere Züge und wir haben die Kundeninformation sehr erhöht. Die Frequenzen steigen, besonders in den Agglomerationen. Da stellen wir einen sehr markanten Zuwachs der Nachfrage. Das war auch so erwartet. Im Fernverkehr ist es bescheidener und das haben wir auch erwartet, weil dort eher die Pendler, die heute noch im Homeoffice sind, dieses System nutzen, auch sehr viele Touristen und da hat es noch relativ wenig Reisende. Das Schutzkonzept wurde vollzogen und wir erinnern unsere Kundinnen und Kunden an diesen Schutzkonzept. Also die Regeln, die allgemein gelten auch für den öffentlichen Verkehr. Das heißt Abstand halten, Hygieneregeln beachten und auch, wenn es nicht möglich ist, diesen Abstand zu halten, eine Maske zu tragen. Da wissen wir, und ich rede da als Systemführer, ich habe auch Kontakt mit den Busgesellschaften, ist auch einen großen Effort zu leisten. Wir merken zu Stoßzeiten, dass nicht alle sich noch an diese Regeln. Wir machen sehr viel Sensibilität der Kunden und wir hoffen, dass sich die Situation hier verbessern wird. Wir haben die nächsten Schritte, sind wie gesagt mit der Grenzöffnung gekoppelt und dann werden wir am 8. Juni einen weiteren großen Schritt machen und dann am 15. einen letzten hoffen wir. Ausgenommen wird bei uns die Nachtverkehre noch bleiben. Was die Reise anbelangt, am Auffahrt und Pfingsten, ihr weißt, man darf reisen, es ist erlaubt, im Zug kann man sicher reisen jetzt, es hat genügend Platz für die Leute. Wir werden aber keine Sonderverstärkung, wie man es sonst macht, weil die Frequenzen sind noch zurzeit zu tief. Und dadurch werden wir ein normales Angebot an diesen Tagen weiterhin fahren. Und ich kann Ihnen versichern, man kann sehr gut reisen. Wir haben auch jetzt ein System entwickelt, wo wir das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden mehr beobachten werden, mittels Fragebogen, mittels Marktforschungen, damit wir die Trends hier sehen und uns an die sanitäre Lage, aber auch an die Entwicklung. Homeoffice war für viele neu, man hat sich auch etwas gewöhnt und das wird sicher in den Verhalten der Kundinnen und Kunden eine Auswirkung zukünftig haben und wir vorbereiten uns an diese Herausforderung. Also wie gesagt, ein gelungener Start am 11. Mai, viel mehr Kunden, noch etwas ein Effort bei den Schutzregeln und besonders einfach diese Maske zu tragen, wenn viele Reisende in den Zügen sind. Aber wir sind sehr zufrieden und zuversichtlich für die Gesamtbranche, dass wir eine Rückkehr in den nächsten Wochen in die Normalität erfolgreich machen können. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Ducrot. Herr Jakob. Frau Eggenberger, geschätzte Anwesende, besten Dank. Mein Thema heute ist die Missbrauchsbekämpfung bei den Covid-Krediten. Sie wissen, seit Ende März können Unternehmen solche Kredite zur Sicherung ihrer Liquidität in Anspruch nehmen. Das sind vom Bund verbürgte Überbrückungskredite.
Alle Daten zu den vergebenen Krediten sind nach wie vor auf der Seite covid19.easygov.swiss unter der Rubrik für Medien abrufbar. Sie werden auch täglich aktualisiert. Hier ein paar Kennzahlen daraus. 123 Banken nehmen an diesem Programm teil und es sind mittlerweile rund 123.000 Unternehmen, die eine Liquiditätshilfe erhalten haben. Davon natürlich vor allem auch die kleine Finanz- oder Kreditfazilität bis zu einer halben Million. Es sind nur ein paar hundert sogenannte Covid-19 Kredit-Plus-Anträge bisher abgeschlossen worden, die sich im Range von einer halben Million bis 20 Millionen bewegen. Die Gesamtsumme der gewährten Covid-19-Kredite beträgt rund 14,6 Milliarden Schweizer Franken. Die Daten übrigens, das war auch immer wieder mal auch medial ein Thema, zu den gewährten Krediten werden gegenwärtig aufbereitet, um statistische Auswertungen dann wirklich auch an die Öffentlichkeit, an die interessierte Öffentlichkeit abgeben zu können. Beispielsweise die Branche des begünstigten Unternehmens, die Rechtsform, die Unternehmensgröße, die regionale Verteilung und so weiter. Auch das wird auf der gleichen Homepage Covid-19 EasyGov Swiss unter der Rubrik Medien aufgeschaltet. Nun zum Prüfkonzept. Dieses Prüfkonzept auf der gleichen Seite ist eine Medienmitteilung sowie auch dieses Prüfkonzept zur Missbrauchsbekämpfung jetzt aufgeschaltet. Und es ist ja bekannt, dass am Anfang der Krise, beim Lockdown, ging es darum, möglichst rasch, möglichst einfach, möglichst vielen KMUs zu Liquidität zu verhelfen. Und dabei war natürlich auch in gewissermaßen unvermeidlich, dass ein gewisses Missbrauchspotenzial besteht. Der Bundesrat hat aber am 3. April die Eckwerte für die Missbrauchsbekämpfung bei den Covid-19-Überbrückungshilfen gutgeheißen und das SECO hat auf dieser Grundlage das Prüfkonzept erlassen und verabschiedet. Die Grundlage dafür bildet nach wie vor die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung. Missbrauchsrisiken bestehen insbesondere bei unvollständigen Angaben im Antragsformular, bei falschen Umsatzzahlen oder wenn ein Unternehmen eben sich in einem Konkursnachlassverfahren oder in Liquidation befindet, Mehrfachanträge desselben Unternehmens bei unterschiedlichen Banken ist selbstverständlich ein Alarmsignal oder die Verwendung der erhaltenen Kredite, missbräuchliche Verwendung, insbesondere Verstoß gegen das Verbot der Dividendenausschüttung. Unser Konzept, das wir heute veröffentlicht, enthält folgende Maßnahmen, um Fehler zu identifizieren und Missbrauch einzudämmen. Es wird zuerst, wenn Sie auf dieser Homepage eine Kreditvereinbarung beantragen, dann müssen Sie sich dem Register für Unternehmensidentifikationsnummer, dann sind Sie mit diesem verbunden. Antragstellende müssen sich in diesem UID-Register ausfindig machen. Anschließend werden diese Daten aus dem... Jetzt habe ich den Knopf da verloren. Anschließend müssen die Daten aus dem UID-Register importiert werden und können nicht mehr verändert werden. Dieses Verfahren stellt sicher, dass das antragstellende Unternehmen existiert und dass es zu diesem Zeitpunkt auch nicht sich in einem Konkurs- oder Liquidationsverfahren befindet. Banken führen die zwingenden Schritte zur Identifikation der Kunden gemäß Bundesgesetz über Bekämpfung Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung durch. Dann die von den Bürgschaftsorganisationen eingerichtete Zentralstelle prüft sämtliche von den Banken eingegangenen Unterlagen auf Vollständigkeit, formelle Einhaltung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere Korrektheit des Gründungsdatums des Unternehmens, zweite Prüfung betreffend allfälligen Konkurs oder Liquidation, Aufdeckung allfälliger Mehrfachanträge bei verschiedenen Banken. Dann kommen die Bürgschaftsorganisationen, die eine zentrale Rolle bei der Bewirtschaftung der Bürgschaften und bei der Missbrauchsbekämpfung einnehmen. Sie sind verantwortlich für die Einleitung und die Führung der straf- und zivilrechtlichen Verfahren bei den zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichten
gegen ein betreffendes Unternehmen oder allenfalls auch dessen Organe. Die eidgenössische Finanzkontrolle nimmt eine systematische Überprüfung sämtlicher vergebener Bürgschaften vor. Die eidgenössische Finanzkontrolle kann im Gegensatz zum SECO verfügt da über auch weitere Daten zu den Unternehmen und kann da vor allem auch die Korrektheit der Umsatzangaben für die Festlegung der Kreditlimite feststellen und auch die Sicherstellung, Einhaltung, Dividenden, Tantiemenverbot. Bisher die Statistik zu den Missbrauchsfällen ist ab jetzt auch auf der erwähnten Homepage abrufbar und sie ist dort aufgeschlüsselt nach der Art des Missbrauchs und auch nach dem Status der Verarbeitung in Abklärung, Anzeige, Erstattung, Verfahren abgeschlossen. Zurzeit befinden sich 36 potenzielle Missbrauchsfälle bei den Bürgschaftsorganisationen in Abklärung. In 9 weiteren Fällen, die abgeklärt wurden, konnte kein Missbrauch festgestellt werden. Diese Statistik umfasst allerdings ausschließlich Verfahren, die von den Bürgschaftsorganisationen geführt werden, wenn beispielsweise Banken oder andere Stellen ein Verfahren auslösen, dann ist das in dieser Statistik nicht vorhanden. Grundsätzlich kann man sagen, dass man versucht, auch bei leichteren Fällen eine Lösung im Einvernehmen zu finden. Wenn aber kriminelle Energie feststellbar ist, dann sind strafrechtliche Konsequenzen bis zu 5 Jahren Gefängnis oder Bußen bis zu 100.000 Schweizer Franken die Sanktionsmöglichkeit. Die Schweiz hat hier einen innovativen und einen mutigen Weg auch gefunden mit diesen Covid-19-Krediten, der auch international Beachtung gefunden hat. Und zwar dies unter dem Motto Lend first, check later. Aber das heißt nicht, dass later, dass das nie ist, sondern das ist mit diesem Konzept können wirklich, denke ich, quasi lückenlos Missbrauchsfälle aufgedeckt werden und auch vor Gericht gebracht werden. Ich denke aber abschließend zu sagen, der Vertrauensvorschuss, den der Bundesrat auch den Unternehmen, den Schweizer KMUs gegeben hat, ist und war gerechtfertigt angesichts der doch relativ geringen bisher Anzahl von potenziellen Missbrauchsfällen. Ich habe es erwähnt, 123.000 Kreditvereinbarungen im Verhältnis zu 36 potenziellen Missbrauchsfällen. Bitte. Danke. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Hübschi. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde etwas zu den Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf den Lehrstellenmarkt sagen. Die Berufsbildung in der Schweiz ist spezifisch und sie ist sehr stark mit dem Arbeitsmarkt verknüpft. Das heißt, die Auswirkungen werden auch auf dem Lehrstellenmarkt zu spüren sein. Wir rechnen mit einer für mehrere Jahre schwierigeren Entwicklung, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Unser zuständiger Bundesrat, Guy Parmelin, hat hierzu eine Taskforce in Kraft gesetzt, Anfangs Monat. Dort sind wir zusammen mit den Kantonsvertretern, mit Sozialpartnern daran, diesen Markt zu beobachten, zu monitoren, zu schauen, wo was passiert. Und ich werde kurz etwas zu den aktuellen Trends jetzt sagen. Die Ausgangslage war eigentlich gut. Also wir haben ein Foto zu Beginn der Krise und dort haben wir ein stabiles Angebot. Wir sind auch von der Demografie her in einem Punkt, wo relativ wenig obligatorische Schüler auf den Lehrstellenmarkt kommen. Eine gute Ausgangslage. Und die Trends, die wir jetzt sehen, die gehen in den April hinein, die sind durchaus schon etwas gemischt. Also wir sehen in der Deutschschweiz eigentlich eine normale Entwicklung der Lehrvertragsabschlüsse bis in den April hinein. Aber wir sehen in der Westschweiz doch eine stärkere Verzögerung dieser Lehrvertragsabschlüsse. Das zeigen jetzt die neuesten Zahlen. Es legt die Vermutung nahe, dass wir eine Korrelation haben zwischen der pandemischen Situation und der Entwicklung dieser Lehrverträge. Es ist jetzt die Frage, wie stark hier Aufholeffekte stattfinden im Mai und im Juni. Wir werden das weiter beobachten und werden im Juni die nächsten Zahlen quasi vom Mai haben, dass wir dann sehen, ob es Aufholeffekte gibt oder ob die Situation sich so konstant weiterentwickelt.
Die Situation im Lehrstellenmarkt, die kennen wir aus der Vergangenheit. Wir hatten zu Beginn der Nullerjahre Lehrstellenkrisen in der Schweiz und das heutige Gesetz ist eigentlich aufgrund dieser Lehrstellenkrisen auch so gemacht worden. Das heißt, wir haben die gesetzlichen Grundlagen, um zu intervenieren. Die Kantone, die zuständig sind in ihren Gebieten, haben ein erprobtes Instrumentarium im Bereich der Lehrstellenförderung. Da gibt es eine Vielzahl von Instrumentarien. Im Moment steht sicher im Vordergrund, die Jugendlichen zu unterstützen, jetzt doch noch eine Lehrstelle zu finden. Es gibt noch offene Lehrstellen. Die Kantone sind hier daran mit verschiedenen Maßnahmen. Es geht um Beratung, es geht um Coaching, es geht bis zum Mentoring. Hier läuft einiges. Die Taskforce verknüpft diese Instrumente, macht sie sichtbar, dass die jeweiligen Regionen auch sehen, was wo gut läuft, also dass wir eine Art Best Practice vergleichbar machen. Und die Taskforce hat auch beschlossen, dass der Bund hier einen Förderschwerpunkt setzt in der Projektförderung über das Berufsbildungsgesetz. Der Bund kann bis zu 80% der Kosten dieser Maßnahmen von Kantonen und von Branchenverbänden übernehmen. Wichtig, glaube ich, ist in der heutigen Ausgangslage zu sehen, dass sich diese Entwicklung jetzt nicht nur in diesem Sommer so abspielen wird. Wir erwarten auch nächstes und übernächstes Jahr eine nicht ganz einfache Situation. Und das heißt, der Appell an die Jungen ist eigentlich, dass sie sich jetzt wirklich darum kümmern, eine Lehrstelle zu finden und vielleicht nicht darauf spekulieren, noch ein Jahr in ein Brückenangebot zu gehen, weil nächstes Jahr werden wieder Junge auf den Lehrstellenmarkt kommen und die Situation wird vermutlich nicht einfacher werden. Wir haben eigentlich eine Ausgangslage, dass das Gewerbe und einzelne Branchen verzweifelt Lernende suchen und der Appell ist einfach, dass man hier sich realistische Erwartungen bildet und dass man hier vielleicht auch mal eine zweitbeste Lösung wählt in dieser Situation, weil die Aussicht, dass es nächstes Jahr dann die erstbeste Lösung ist relativ gering. Die nächsten Informationen werden hierzu Anfang Juni aus der Taskforce veröffentlicht werden. Vielen Dank, Herr Hübschi. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Frau Gall. Ja, ich komme nochmals auf das Thema der Großeltern zu sprechen. Was ist der Stand heute? Ist Hüten immer noch nicht erlaubt? Was ist da Ihre Empfehlung? Gibt es da oder unter welchen Bedingungen können Großeltern hüten? Zum Beispiel müssen sie wenn sie 2 Meter Abstand halten von den Großkindern, ist es dann erlaubt? Genau. Ja, vielen Dank. Also es war nie verboten. Ich möchte das betonen. Wir haben in der Schweiz sehr wenig Verbote gehabt und schon gar nicht Verbote, dass jetzt die Großeltern die Kinder hüten. Es ist eine Empfehlung und die Empfehlung besteht nach wie vor, aber selbstverständlich ist es dann auch jedem Einzelnen überlassen, seine eigene Situation abzuschätzen und auch das Risiko abzuschätzen. Weiterhin würde ich aber trotzdem für die Mehrheit der Leute und für die Mehrheit auch der Großeltern empfehlen, jetzt nicht schon wieder in ein normales Hütesystem hineinzugehen, sondern vielleicht doch noch ein paar Wochen zu warten, zu schauen, gehen die Fallzahlen noch weiter zurück, dann wird es sicher das Risiko noch kleiner sein. Und wie gesagt, nach wie vor möchten wir ja nicht, dass die Kleinkinder die Großeltern anstecken, sondern dass die Eltern, die die Kinder bringen, nicht die Großeltern anstecken. Aber werden Sie vielleicht auch die Regeln für Risikogruppen über 65 demnächst mal anpassen? Also gesundere, ältere, dass die ein bisschen mehr machen dürfen als andere? Also wir haben die Empfehlungen angepasst letzte Woche, wo wir ja gesagt haben, dass das Zuhausebleiben ist jetzt nicht mehr wirklich adäquat. Also ihr dürft hinaus, ihr sollt hinaus, bewegt euch auch wieder, aber haltet weiterhin Abstand. Und nach wie vor, und das ist halt einfach auch immer wieder die Frage, nach wie vor lässt der Gesundheitszustand einer älteren Person nicht auf das Risiko zurückschließen, dass das Risiko nicht größer ist als bei jüngeren Personen. Das ist leider so und das hat nichts mit unseren Empfehlungen zu tun, sondern es hat mit der Natur der Epidemie zu tun. Frau Christen.
Eine Frage an Herrn Bock. Wird der Zaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz jetzt wegkommen? Er wurde ja zu sowas wie zu einem Symbol. Und falls ja, wie kann man dann in solch zusammengewachsenen Gebieten verhindern, dass zum Beispiel Einkaufstourismus stattfindet? Also, die Frage des Zaunes hat ja Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter diesen Mittwoch bereits beantwortet. Für den deutschen Teil des Zaunes kann ich Ihnen mitteilen, dass dieser wahrscheinlich jetzt gerade entfernt wird. Für den Kreuzlinger Teil des Zauns kann ich Ihnen keine Antwort geben. Das ist ein Zaun, der in der Verantwortung der Kreuzlinger Behörden errichtet wurde. Es ist nicht unserer. Wie kann man verhindern, dass hier gewisse Tätigkeiten kommen? Sehen Sie, das ist unsere Kernaufgabe, nämlich herauszufinden, wo nicht konforme Handlungen stattfinden. Und man kann sicher sein, dass wir das auch entsprechend beobachten werden. Aber wenn jemand die Regel nicht missachten will, wird er immer einen Weg finden. Da müssen wir realistisch sein. Dahinter liegt ja auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Also wenn man Konstanz-Kreuzlingen über die Grenze geht, dass die Grenze mitten in einem Park zum Beispiel, also werden Sie dort wirklich sein und schauen, ob jemand große Taschen mitträgt, oder wie wollen Sie das kontrollieren? Gut, ich glaube, Sie haben Verständnis, dass ich Ihnen jetzt nicht einsatztaktische Hinweise geben, wann und wo wir sein werden. Bleiben Sie einfach in der Unsicherheit, dass wir sicherlich dort sein werden. Herr Wacker. Alles redet ja jetzt von Ferien in der Schweiz, aber offenbar wissen die Campingplatzbetreiber noch nicht, wann sie öffnen dürfen und wie. Sie hätten Schutzkonzepte erarbeitet, aber keine Antwort erhalten. Ja, wann gehen die Campingplätze wieder auf und in welchem Rahmen? Ich weiß nicht, ist das BAG oder SECO zuständig? Wir sind gemeinsam zuständig, aber nicht wir, sondern am Schluss der Bundesrat. Also das ist eines der Punkte, die werden in den Bundesratssitzungen immer wieder aufgenommen und diskutiert. Und wir können den Entscheiden des Bundesrates nicht vorgreifen. Herr Kocher. Entschuldigung. Monsieur Koch, pour des personnes de plus de 65 ans, qui sont die über 65-Jährigen, die bei guter Gesundheit ist. Können die freiwillige Einsätze leisten, also irgendwie rausgehen, um fürs Rote Kreuz zu arbeiten oder für ähnliche Aktionen oder auch Nachbarschaftshilfe zum Beispiel zu leisten oder zu den Angehörigen. Ist das möglich oder wird es bald möglich? Ja, danke für diese Frage. Ich habe es bereits erklärt. Es geht nicht darum, ob jemand über 65 gesund ist oder nicht. Das Risiko ist für alle über 65 erhöht, aufgrund des Charakters dieses Virus. Aber es ist, wie gesagt, so, dass es nie verboten war, dass die Senioren irgendetwas machen außerhalb der Empfehlungen. Das ist der Charakter der Empfehlungen. Also sie müssen dann schließlich selber entscheiden, was sie tun oder nicht tun. Und Empfehlungen, die werden befolgt oder nicht. Jeder Einzelne muss das selber entscheiden. Und diese Entscheidungen hängen auch von den Organisationen ab. Wollen sie das Risiko eingehen, dass etwas erhöht ist, solche Leute zu beschäftigen? Oder können diese Organisationen sagen, ja, mit einem Schutzkonzept zum Beispiel ist das absolut machbar, dass auch über 65-Jährige wohltätige Hilfe leisten. Die epidemiologische Lage ist ja auch nicht überall gleich in der Schweiz. Es hängt also auch vom lokalen Risiko oder regionalen Risiko ab. Und wenn jemand all dies berücksichtigt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er oder sie beschließt, okay, ich leiste jetzt meine freiwilligen Einsätze, ich möchte jemandem helfen, der mich braucht. Und dann ist das natürlich schon in Ordnung. Man muss natürlich auch immer den Willen der Menschen mit berücksichtigen. Herr Serena. Eine Frage an Herrn Ducrot.
Man sieht sehr wenige Masken in den Zügen und im öffentlichen Verkehr. Sie haben gesagt, dass Sie das Publikum sensibilisieren. Wie tun Sie das? Und könnte man sich vorstellen, dass Sie, falls das Maskentragen nicht so befolgt wird, dass man die Passagiere dazu verpflichtet? In den Zügen und den Bussen gibt es momentan sehr viel Platz. Als ich hierher gekommen bin, zwischen Bankdorf und hier, waren die meisten Leute auf dem Platz vor dem LÖB versammelt. Und die trugen auch keine Masken. Also da ist die Lage nicht unbedingt sehr unterschiedlich im öffentlichen Verkehr von den größeren Plätzen in der Schweiz. Heute ist noch viel Raum. Wenige Passagiere tragen Masken. Im Moment ist es eine Empfehlung oder ein Appell. Aber wenn die Sicherheitsdistanz nicht eingehalten werden kann von 2 Metern, dann wird empfohlen, eine Maske zu tragen zum Schutz der anderen und zum eigenen Schutz. Man könnte sich allerdings vorstellen, dass es besondere Regeln gibt. In einer Branche haben wir mit dem BAG ein gewisses System eingeführt, was dazu führt, dass wir Empfehlungen haben. Wir haben Meldungen, wir machen eine Sensibilisierungskampagne. Man kann auch eine Maskenverteilung ins Auge fassen. Es gibt verschiedene Ansätze im öffentlichen Verkehr, aber wir können keine obligatorischen Anweisungen aussprechen. Herrn Bock, wie wollen Sie das kontrollieren, ob jemand eine Reise zum Beispiel nach München macht aus touristischen Gründen oder eben einen Verwandten besucht oder den Partner? Eine Selbstdeklaration allein ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz der gangbare Weg. Gut, zunächst muss ich Ihnen sagen, dass die Reise nach München nicht unser primäres Problem ist. Die Frage müssten Sie der deutschen Bundespolizei stellen. Aber ich vermute, Sie meinen es im umgekehrten Sinn. Wie können wir kontrollieren, wenn jemand nach Zürich fährt? Sehen Sie, das ist ein Glaubhaftmachen. Das sind Fragen, die man stellen wird. Also die klassische Arbeit, die eine Grenzpolizeiorgan natürlich hat. Aber auch hier, wenn jemand ein Lügenkonstrukt aufbaut, ja, dann haben Sie keine Möglichkeiten mehr. Herr Clemens. Eine Frage an Herrn Koch. Es gibt ganz besondere Situationen. Zum Beispiel diese Woche haben die Restaurants wieder aufgemacht und es gibt Arbeitskollegen, die sich ständig an die 2 Meter Abstandsregel halten müssen, die Plexiglas installiert haben und die dann am Tisch sitzen mittags und die essen alle am gleichen Tisch wie Familienangehörige oder Freunde. Ist das nicht etwas seltsam und inkohärent? Nein, ich glaube nicht, dass das inkohärent ist. Ich denke, die Kohärenz liegt darin, dass das Ziel nicht unbedingt das gleiche ist. Ob man am Arbeitsplatz ist, wo sie gemäß Arbeitgeber die Regeln einhalten müssen und zwischen dem, was sie dann im Privaten machen. Wenn sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in ein Restaurant gehen, dann kennen sie die Kolleginnen und Kollegen, sie können das Risiko einschätzen, sie können es machen oder nicht. Und das Ziel da ist, dass wenn jemand krank wird, dass sie dann wissen, mit wem sie gegessen haben. Deshalb müssen die Leute auch zusammen gehen, dass sie sich kennen. Und dann geht es nicht so, dass man im Restaurant noch 2, 3 Leute dazusetzt zu einem Tisch, wo es noch Platz hat. Und im Arbeitsumfeld hat man die Wahl nicht. Man kann nicht sagen, ich will mit dem oder jenem arbeiten. Und vielleicht hat man das nötige Vertrauen auch nicht. Und da ist es nur logisch, dass der Arbeitgeber eine andere Verantwortung trägt und die Hauptverantwortung trägt. Und im Privatleben sieht es eben anders aus. Aber vergessen Sie nicht, das Ziel in diesem Moment ist es tatsächlich, die Ansteckung zu vermeiden. Und wenn jetzt Sie Pech haben und sich infizieren, dann kann man eben die Kontakte zurückverfolgen und kann so entsprechend die Infektionsketten aufdecken. Ich habe noch eine Frage an die SBB ganz genau. Ich habe nicht genau verstanden, wann unsere Züge jetzt wieder über die Grenzen gehen, also in den Badischen Bahnhof Basel nach Konstanz, über Lugano hinaus.
Wann wird das der Fall sein? Ich weiß nicht, ob die damit zusammenhängende Frage ans Staatssekretariat für Migration zu richten ist oder an Sie, nämlich das mit den Masken. Also bei uns, Sie haben es gerade erläutert, ist es freiwillig, man will es propagieren, je nachdem, setzt auf die Eigenverantwortung, währenddem in Deutschland oder in Österreich die entsprechende Maskenpflicht ist. Also wenn Ihre Züge dann wieder über die Grenze hinausfahren, wie muss ich mich da verhalten? Also kurz vor der Grenze Maske auf. Ja, diese Frage haben wir klar geregelt jetzt in dieser Absichtserklärung zwischen den beteiligten Staaten im Verhältnis zu Deutschland und Österreich. Wenn dort Maskenpflicht gilt, dann ist es auch an den Schweizerinnen und Schweizern, diese zu befolgen. Herr Ducrot, möchten Sie noch ergänzen? Ja, das gilt für sämtliche Regeln. Im Übrigen in Zügen. Das ist immer das Territorialprinzip, der angewendet wird. Und wir haben verschiedene Situationen, wo, wenn man über die Grenze mit einem Zug die Regeln wechseln, sei es im Kontrolle, im Tarifsystem. Und hier wird es einfach mit dem Tragen des Masken auch so sein. Ab wann verkehren die Züge? Wir sind, wie Sie informiert worden heute, dass es einen Wechsel des Regimes gibt und wir werden einfach mit unseren deutschen Kollegen das regeln. Wir hatten vorgesehen, ab dem 25. Mai das zu tun. Wir werden sehen, ob wir es früher jetzt vollziehen können. Wir brauchen etwa 2-3 Tage, weil wir sind bereit. Die Fahrpläne wurden so konstruiert, dass ab dem Moment, wo effektiv die Grenzen sich etwas mehr öffnen, dass wir es tun können. Aber wir werden das immer unter Kontrolle des Zollverwaltung machen, weil das ist sehr wichtig, weil das Prinzip der Kontrolle bleibt und das ist immer in sehr engen Absprache mit den Zollbehörden. Wir sind bereit und das regeln wir jetzt mit beidseitig die Bahnen und beidseitig der Grenzen mit den Zollbehörden. Frau Nowak. Eine praktische Frage an Herrn Gattiker. Das mit dieser Selbstdeklaration. Sie haben von einem Dokument gesprochen, das man irgendwie runterladen kann. Funktioniert es auch so, wie es zum Beispiel mit Österreich jetzt schon seit ein paar Wochen oder von Österreich schon seit ein paar Wochen akzeptiert wird, dass man einfach selber eine Erklärung schreibt und unterschreibt und die dann an der Grenze zeigt? Also eben, ich gehe meinen Partner in Wien oder wo auch immer besuchen. Genau, diese Erklärung ist abzugehen, was der Reisezweck ist, auch die Personalien. Allerdings dürfen die nicht irgendwie gespeichert oder aufbewahrt werden. Wir haben das ganz klar im Einklang mit den jeweiligen Datenschutzgesetzgebungen. Das ist einfach ein Dokument, das an der Grenze vorzuweisen ist und dann ist fertig. Diejenigen, die das ausfüllen, nehmen auch zur Kenntnis, dass natürlich falsche Angaben nach dem jeweiligen nationalen Recht geahndet werden können. Also in der Schweiz gibt es eine entsprechende Strafbestimmung im Ausländergesetz, wenn man eben die Migrationsbehörden täuscht. Und das käme in einem solchen Fall dann zur Anwendung, wenn es eben nicht stimmt. Aber es ist eine sehr pragmatische, einfache Lösung, sehr bürgerfreundlich und denke, das wird sehr gut funktionieren. Frau Brinner. Ich hätte eine Frage zum Kundgebungsverbot, wahrscheinlich an Herrn Koch. Wie ist da die genaue Regelung? Also gilt ein absolutes Kundgebungsverbot oder gelten Kundgebungen als Veranstaltung und dürfen bewilligt werden von den Kantonen? Oder sind es Menschenansammlungen und darum höchstens 5 Personen erlaubt? Also es ist relativ einfach. Es sind sicher Veranstaltungen nicht bewilligbar im Moment durch die Kantone und sie verletzen natürlich auch das Versammlungsverbot von 5 Personen. Also im Moment gibt es da keine Ausnahme. Herr Friedli. Ja, ich hätte auch noch eine Frage an Herrn Koch. Wenn jetzt wieder mehr Verkehr über die Grenze kommt, wird mutmaßlich auch das Contact Tracing ein bisschen schwieriger. Gibt es schon Konzepte jetzt, wie man das macht, wenn dann Personen allenfalls im Ausland wieder gesucht werden müssen?
Ja, das gibt es und das hat es schon immer gegeben, nur war es jetzt nicht mehr sehr aktuell. Es gibt das System, das europäische System, in dem die Schweiz ja jetzt auch wieder eingebunden ist, das EWRS. Über dieses System werden unter Gesundheitsbehörden, also nicht über Zollverwaltung oder Zollbehörden, unter den Gesundheitsbehörden Kontakte ausgetauscht, wenn sie sich im Ausland aufhalten. Das machen wir übrigens auch bei ganz anderen Erkrankungen, bei Tuberkulose, bei Meningitisfällen schon seit Jahren. Das ist ein etabliertes System. Also da besteht im Moment keine Lücke und die EU ist gerade auch wegen dem Covid jetzt daran, das System auch so zu verbessern, dass es einfacher wird in Bezug auf Covid-Contact Tracing. Ich nehme 3 telefonische Anrufe entgegen und komme dann wieder zu Ihren Fragen zurück im Saal. Herr Marjanovic von Watson. Ja, besten Dank. Ich hätte 2 Fragen an Herrn Koch. Wir haben ja seit den Lockerungen die Situation, dass Menschenmassen in Zügen, Einkaufszentren sich versammeln dürfen, aber gleichzeitig politische Kundgebungen und selbst bei Schutzmaßnahmen nicht geduldet werden. Warum ergibt diese Diskrepanz epidemiologisch Sinn? Und die zweite Frage, können Sie eine Perspektive geben, wann Großraumbüros wieder öffnen sollten? Können Sie die zweite Frage noch einmal stellen? Sie könnten vielleicht noch etwas lauter sprechen. Danke. Ja, die zweite Frage wäre, können Sie eine Perspektive geben, wann die Großraumbüros wieder öffnen sollten? Okay. Also die erste Frage bezieht eigentlich den öffentlichen Verkehr und nicht unbedingt das Versammlungsverbot. Ja, ich glaube nicht, dass das Gleiche ist. Und wir haben ja im öffentlichen Verkehr klare Empfehlungen in dem Sinne, dass die 2 Meter Abstand immer eingehalten werden soll, solange es möglich ist. Und wenn nicht, dann soll man Masken tragen. Selbstverständlich soll man dann sich auch noch die Hände desinfizieren. Ich glaube nicht, dass man das so 1:1 mit dem Versammlungsverbot vergleichen kann. Es hat ja auch nicht die gleiche Wirkung. Also ich glaube, wir sind da nicht in einem Widerspruch. Überall haben wir gewisse Risiken und man muss die gewissen Risiken überall, so gut es geht, minimieren. Und selbstverständlich ist es deshalb nicht unbedingt vergleichbar. Die zweite Frage ist, also die Großraumbüros waren nie verboten. Auch dort gilt eine 2-Meter-Regel im Prinzip. Was weiterhin besteht, und das hat dann auch mit dem öffentlichen Verkehr zu tun, ist die Empfehlung des Homeoffice. Die besteht nach wie vor, weil selbstverständlich, wenn mehr Leute zu Hause arbeiten, das auch den Druck im öffentlichen Verkehr stark vermindert. Und deshalb besteht auch diese Empfehlung weiter, aber auch das ist eine Empfehlung, das ist kein Verbot. Ich nehme eine zweite Journalistenanfrage telefonisch entgegen von Herrn Ballmer von der Blickgruppe. Meine Frage geht auch an Herrn Koch. Sie betrifft im weiteren Sinne auch das Versammlungsverbot. Konkret geht es um die Corona-Demonstrationen, von denen ja bereits wieder welche angekündigt wurden. Wie kommen diese Proteste bei Ihnen an? Können Sie diesen Ärger nachvollziehen? Ja, meinen Sie mich jetzt persönlich oder meinen Sie, wie die beim BAG ankommen? Also es geht ja in erster Linie um Maßnahmen, die vom BAG erarbeitet wurden. Da frage ich Sie als BAG-Vertreter. Okay, also als BAG muss ich Ihnen da sagen, ist das etwas, was zur Kenntnis genommen wird, aber jetzt keinen Einfluss hat auf weiteres Vorgehen oder weitere Maßnahmen. Die Regeln, die durch den Bundesrat beschlossen wurden, sind klar und es ist sicher nicht so, dass jetzt solche Demonstrationen irgendeinen Einfluss hätten auf das weitere Arbeiten. Und wie geht es Ihnen persönlich dabei? Ziemlich gleich.
Dann eine dritte Anfrage telefonisch von Herrn Sebastian Gänger von Keystone SDA. Ebenfalls eine Frage an Herrn Koch. Ich habe eine Frage von Jazzfreunden. Offenbar gibt es in der Gastroszene teilweise noch Unsicherheit, ob zu viert in Gaststätten gejazzt werden darf. Können Sie Klarheit schaffen? Verträgt sich das mit den Empfehlungen des Bundes? Ja oder nein? Danke. Also ich habe es nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Jas, ich habe Jagd verstanden, Entschuldigung, ich habe gedacht, im Herbst sind wir noch nicht, Entschuldigung. Ja, für das Jassen gilt genau das Gleiche wie für alles andere in der Gaststätte. Wenn Sie gemeinsam das Restaurant betreten, gemeinsam am Vierertisch jassen und nicht zu 8, was es glaube ich nicht gibt, dann ist das erlaubt und ich glaube auch, die Gastro haben kein Problem mit dem. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Koscher. Herr Gattiker, Sie haben erklärt, was jetzt mit Österreich und Deutschland passiert, weniger im Kontakt mit Frankreich. Hat sich der Bundesrat so schnell rausgewagt in Bezug auf die Öffnung der Grenze mit Frankreich? Nein, die Perspektive ist die gleiche. Grenzöffnung am 15. Juni. Allerdings versuchen wir selbstverständlich Lockerungen für sämtliche Nachbarstaaten zu finden, außer mit Italien. Da wäre es noch verfrüht. Aber für Frankreich ist es unseres Erachtens möglich. Wir stehen im Kontakt mit den französischen Behörden. Ich kann allerdings keine konkreten Ergebnisse vorlegen. Die Lage ist in Frankreich noch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt noch sehr starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Inneren des Landes. Und wir schauen aber mit den Franzosen zusammen, wie wir diese Lockerung umsetzen können. Eine Frage eines Kollegen zur Tracing-App an Herrn Koch. Experten und Politiker fordern dieser Tage, der Testlauf, der ja durchgeführt werden soll, der müsse unbedingt mit mehr Personen gemacht werden, 100.000 oder so. Was sagen Sie zu dieser Forderung eines breiteren Tests? Ja, also im Moment werden wir zum Tracing-App nächste Woche Auskunft geben. Ich bin dort nicht der Spezialist. Wir werden den Spezialisten dabei haben. Ich kann es Ihnen so nicht beantworten. Frau Gall. Es ist etwas Verwirrung entstanden, weil ein Paar offenbar gebüßt wurde in Zürich, das sich auf einem öffentlichen Platz aufgehalten hat, näher als 2 Meter. Können Sie das nochmals erläutern? Also die 2 Meter Abstandsregeln auf öffentlichen Plätzen, gilt die jetzt für enge Familienmitglieder und Paare oder wie soll das gehandhabt werden? Nein, es gilt einfach das Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen, außer für Familien. Also das Paar, ich kann mich zu einem Einzelfall nicht äußern, aber es ist ganz klar, es gilt einfach das Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen, aber nicht 2 Personen sind sicher nicht ein Problem. Also von dem her kann ich Ihnen da auch nicht mehr sagen. Herr Gaffner? Ja, ich möchte da schon noch einmal nachfragen, wenn man diese Fragen jetzt ein bisschen zusammennimmt und schaut, was vor 3-4 Wochen war, Anfang März, als Sie appelliert haben, Herr Koch, auch an die Eigenverantwortung und nicht aufs Notrecht. Jetzt häufen sich die Fragen vom Jazztisch, über das Pärchen, das sich in Zürich trifft, über die Erotikmassagebetriebe, die sich benachteiligt fühlen gegenüber den konventionellen Massagen und den Physiotherapeuten oder wie man dem sagen muss. Also da ist doch jetzt eine Veränderung im Gang. Also wie gedenken Sie, diese aufzunehmen, indem man jetzt nämlich eben mehr diskutiert, was ist gesetzlich erlaubt, was ist empfohlen und nicht mehr wie vorher, als Sie auch unter dem Eindruck der Angst, die vorhanden war, an den gesunden Menschenverstand appelliert haben. Jetzt merkt man doch, das funktioniert so gar nicht mehr. Ja, und deshalb ist ja der Bundesrat auch daran, schrittweise die Öffnungen voranzutreiben. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man jetzt sagen würde, alles ist so wie vorher, es gibt überhaupt kein Problem mehr. Ich möchte Sie doch daran erinnern, wir haben trotzdem etwa noch 50 Fälle jetzt pro Tag.
Man kann ja nicht einfach sagen, alles ist okay, wir brauchen nichts mehr und dann haben wir in 1-2 Wochen wieder 1000 Fälle. Das wäre ja doch wahrscheinlich nicht das Ziel und auch nicht im Interesse der Bevölkerung. Frau Nowak. Eine Dauerbrennerfrage an Herrn Koch. Können Sie jetzt, wo wir seit ein paar Tagen ein paar Dutzend nur Neuansteckungen haben pro Tag, können Sie jetzt genauer sagen, wo die meisten Ansteckungen stattfinden, welches so die Hotspots diesbezüglich sind, welche Personengruppen besonders gefährdet sind? Es wird ja jetzt auch Contact getraced, also haben Sie noch keine Hinweise? Nein, da haben wir noch keine Hinweise. Das wird kommen, sobald das Contact Tracing wirklich durchgeführt, also wirklich gut etabliert ist und wir erste Ergebnisse haben. Aber das Contact Tracing erlaubt auch nur mäßig herauszufinden, wo sich jemand angesteckt hat, sondern das Contact Tracing will in erster Linie herausfinden, wer ist in Kontakt gewesen mit wem und wer muss in Quarantäne gehen, damit er nicht weitere Leute anstecken. Die Frage, wie sich wer genau wo angesteckt hat, ist eine sehr schwierige Frage und wirklich eigentlich ein Forschungsprojekt und müsste wirklich über eine Forschung, eine spezifische Forschung im sozialen Bereich durchgeführt werden. Und das ist für die Behörden selber im Moment nicht machbar. Herr Wacker. Anschließend an diese Frage, wenn Sie eben sagen, es ist sehr schwierig herauszufinden, wo sich jemand angesteckt hat, wie verfahren Sie in Zukunft, falls wieder weitere strenge Maßnahmen nötig würden, jetzt in einem Moment, wo vieles gleichzeitig aufgeht? Sind Sie dann in der Lage zu sagen, man muss jetzt zum Beispiel die Restaurants wieder schließen oder die Züge oder die Schulen? Können Sie da überhaupt zielgerichtet wieder vorgehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oder welche Maßnahme hat zu welchem Resultat geführt? Und das ist nicht ganz einfach, ganz ehrlich schon gesagt, jetzt nicht ganz einfach herauszufinden. Das wird jetzt sicher in den nächsten Wochen und Monaten untersucht werden, studiert werden. Da werden wir sicher nicht nur auf die Schweiz schauen, da muss man sicher auch schauen, was ist im Ausland geschehen. Und dann kann man gewisse Rückschlüsse ziehen. 100%ige Sicherheit werden Sie sicher auch in Zukunft nicht haben. Und deshalb wird es auch in Zukunft, wenn man wieder zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, muss man immer abwägen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Also ich glaube, es ist nicht möglich, jetzt schon irgendwie ein Kochbuch in diese Richtung zu erarbeiten. Herr Clemens. Herr Koch, jüngst ist eine Studie veröffentlicht worden, die zeigt, dass es Aerosole gibt, so Tröpfchen in der Luft, wenn man laut spricht, und dass die bis 8 Minuten in der Luft bleiben. Wäre das nicht ein Argument für die obligatorische Maskentragpflicht in der Öffentlichkeit oder im Verkehrswesen? Eine einzelne Studie, die zeigt, dass die Aerosole in der Luft bleiben während 8 Minuten, also das ist noch nicht ausreichend. Ob dann wirklich auch angesteckt wird über diese Tröpfchen, also ob die Aerosole wirklich dann auch noch ansteckend sind. Also für mich ist das noch nicht schlüssig. Was wichtig ist für die Infektion, und ich denke, da ist man sich einig, ist, dass man wirklich Distanz halten soll und die Maske nützt, wenn man den Abstand nicht einhalten kann. Und das ist unsere Strategie im Moment. Herr Kocher. Eine Frage an Herrn Jakob zu den Unternehmensdarlehen. Sie haben uns eben Angaben zu den Betrugsfällen gegeben. Ein weiteres Risiko dieser Darlehen wäre, dass die Unternehmen trotz der Covid-Darlehen nicht überleben. Könnten Sie uns mehr dazu sagen, wie Sie die Lage diesbezüglich einschätzen? Ja, besten Dank für diese Frage. Das ist allerdings noch ein bisschen zu früh, um hier eine Antwort geben zu können. Sie wissen ja vielleicht, dass die Covid-Kredite noch bis Ende August genehmigt werden können oder abgeschlossen werden können. Und während dieser Zeit jetzt quasi irgendwo Spielregeln zu ändern oder zu sagen, ja, okay, ab dem dort gibt's Schuldenschnitt oder sowas,
Das ist zurzeit noch zu früh. Wir brauchen auch die Auswertungen. Ich habe es erwähnt vorhin kurz, über Branchenzugehörigkeit, über regionale Verteilung, über Rechtsformen. Diese Auswertung der Daten werden wir in 1-2 Wochen haben. Und dann ist beispielsweise auch Näheres, sind Aussagen möglich, welche Branchen wirklich ganz stark betroffen sind. Wir wissen es natürlich anekdotisch oder wir wissen es auch von Aussagen einzelner Banken, dass gewisse Branchenbereiche besonders stark auch diese Covid-Kredite in Anspruch nehmen. Aber hier jetzt schon eigentlich quasi über ich sage jetzt mal Entschuldungsmaßnahmen oder so etwas zu sagen, das ist noch zu früh. Besten Dank fürs Verständnis. Herr Gibin. Eine Frage an Herrn Ducrot. Haben Sie versucht herauszufinden, wieso die Leute nicht mehr Zug fahren? Man dachte, dass es jetzt wieder voll losgeht, aber anscheinend nicht. Haben die Leute Angst, mit dem Zug zu fahren? Oder ergibt sich das vielleicht daraus, dass man die Maskentragpflicht noch nicht so klar festgelegt hat? Sie haben gesagt, 2 Meter Abstand, da weiß man ja gar nicht, wie viel das ist genau. Also wenn man da durch die Gänge geht, dann vielleicht nicht 2 Meter, wenn man sich setzt, doch 2 Meter. Kann es nicht sein, dass die Reisenden Angst haben? Das denke ich nicht. Ich denke, die Mobilität insgesamt hat noch nicht richtig angezogen. Auch auf der Straße gibt es noch wenig Verkehr, außer in Stoßzeiten. Aber das sind immer die gleichen Zeiten. Ich denke, die Mobilität insgesamt ist schwach. Und der Grund dafür ist, dass viele noch Homeoffice machen. Das ist auch bei der SBB der Fall. Also wir haben noch nicht wieder angefangen, in den Büros zu arbeiten und die großen Pendlerströme, die sind noch nicht da. Und wir werden sicherlich da einen Anstieg beobachten, einen langsamen Anstieg. Das haben wir auch erwartet und darauf haben wir uns auch vorbereitet bei den Schutzkonzepten. Und da haben wir eben die Lage im Griff und am 8. Juni gibt es einen weiteren Schritt. Und bei der Fracht sind es auch Entwicklungen und vor allem jetzt bei den Geschäften haben wir den Friseur und vielleicht den Haushaltladen, der langsam aufmacht. Aber auch da in den Geschäften gibt es noch nicht viel Zulauf. Das wird halt Zeit in Anspruch nehmen. Gibt es noch weitere Fragen? Frau Christen? Wenn es erlaubt ist, die Gelegenheit zu nutzen, dass der SBB-CEO hier ist. Das wäre aber keine Corona-Frage. Und zwar hat mir ECO die Frage gestellt, die soll ich weiterleiten. Die SBB bildet zu wenig Lokführer aus. Viele Lokführer werden pensioniert, nur wenige ausgebildet, ob man da falsch geplant habe. Nein, da kann ich Sie beruhigen. Sämtliche Mechanikerklassen für dieses Jahr sind voll. Tatsächlich war es 2019 etwas schwieriger. Wir müssen so 20 Monate brauchen wir zur Ausbildung und die Klassen sind voll. Und ich gebe das Wort Herrn Gaffner. Oh, danke schön. Ich habe noch eine Frage zum Thema, und zwar aus dem Gastro-Konzept. Das ist ja immerhin in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit entstanden, mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und dem SECO. Und jetzt wird man immer wieder darauf hingewiesen, man müsse also sitzen und man dürfe nicht stehen, wenn man zu viert um einen Tisch herum sich versammle. Jetzt möchte ich Sie höflich fragen, gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, wonach das neuartige Coronavirus im Stehen eher übertragen wird als im Sitzen? Nein, das gibt es sicher nicht. Es geht, glaube ich, auch nicht um das, sondern es geht darum, dass man versucht, möglichst so Situationen zu kreieren, wo nicht unnötige Risiken eingegangen werden. Und ich glaube, es ist für alle ziemlich offensichtlich, dass wenn Sie herumstehen in einer Bar, das nicht genau den gleichen Abstand und das gleiche Verhalten fördert, wie wenn Sie
zu viert an einen Tisch sitzen. Und es geht genau um das. Es geht darum, dass man versucht, möglichst Situationen nicht zu kreieren, wo das Risiko dann wirklich nicht mehr kontrollierbar ist. Und ich glaube, das kann man auch mit ein bisschen gutem und gesundem Menschenverstand verstehen. Ich glaube nicht, dass es dazu jetzt eine wissenschaftliche Studie braucht. Danke. Wer hat noch Fragen? Herr Wacker. Wir sind ja jetzt in der bald Woche 3 nach den ersten Öffnungen, also wo Gartencenter, Coiffeure und so weiter wieder aufgemacht haben. Die Neuansteckungen bleiben tief. Kann man eigentlich daraus logischerweise schließen, die haben alles richtig gemacht, die Konzepte funktionieren, man kann weiterfahren so mit allen weiteren Branchen? Also im Moment ist es sicher so, dass wir sehr froh sind, dass die Konzepte funktionieren und dass die Fallzahlen weiter absinken. Ich möchte aber darauf hinweisen, es sind nicht nur die Maßnahmen und nicht nur die Konzepte, die wichtig sind, sondern es ist auch das Verhalten der Bevölkerung und das hat sich sicher weiterhin in die gute Richtung bewegt. Also die Leute sind sehr viel vorsichtiger, die Leute wissen, um was es geht. Und dieses Wissen und diese Vorsicht, die muss sicher auch noch aufrechterhalten werden, damit die Fallzahlen noch weiter sinken können. Es wäre falsch zu denken, dass es jetzt nur aufgrund der Maßnahmen ist und dass ja sowieso nichts mehr geschieht und man jetzt einfach alles fahren lassen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiterhin auch versucht, schrittweise vorzugehen. Nicht zu vorsichtig, aber auch nicht zu forsch. Frau Gall? Es gibt jetzt ja, Sie haben jetzt immer wieder gesagt, eben man könne dann weitere Lockerungen in Betracht ziehen, wenn die Fallzahlen weiter sinken. Gibt es da schon quasi Grenzen, die Sie jetzt sagen können, ab so und so vielen Neuansteckungen wird diese und diese Lockerung in Betracht gezogen? Nein, so eine fixe Sache gibt es nicht. Das ist wirklich eine Gesamtbeurteilung. Wie Sie gesehen haben, hängt das natürlich auch von unseren Nachbarländern ab. Ich meine, es hat auch einen Einfluss. Es macht ja wohl keinen Sinn, dass wir irgendwelche Maßnahmen weiterführen und die Nachbarländer haben schon alles gelockert. Also man versucht da schon auch eine gewisse Harmonisierung hinzukriegen. Nicht absolut, aber relativ harmonisch, damit es für alle auch verständlich ist, auch fürs neue Ausland. Ich nehme an, da sind Sie auch in ständigem Kontakt mit den Nachbarstaaten und machen nicht einfach Nachbestimmungen sozusagen. Nein, ich glaube aber, das sind nicht nur wir, also das sind in der ganzen Bundesverwaltung sehr viele Leute, die in Kontakt sind mit den Nachbarstaaten. Herr Clemens? Was die Lehrstellen angeht, so hat man heute Nachmittag die Möglichkeiten aufgezeigt, die von der Taskforce geschaffen wurden, um den Lehrlingen zu helfen mit Coaching, mit Mentoring. Was wird von Seite der Unternehmen gemacht? Was ist da aufgegleist worden von der Taskforce, damit die Unternehmen tatsächlich Lehrlinge aufnehmen? Ja, es gibt auch Maßnahmen für die Arbeitgeber, für die Lehrstellenanbieter. Da gibt es die kantonale Lehrstellenförderung, die vorgesehen ist. Und der Bund hat auch beschlossen, Projekte in den Kantonen aufzugleisen. Denn wir denken, dass das noch mehrere Jahre so weitergehen wird. Und deshalb müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, das ganze Setting des Ablaufs der ersten Berufsbildung anzuschauen. Das heißt, wir prüfen die Möglichkeit, die Belastung der Unternehmen im ersten Jahr zu senken und eher den schulischen Aspekt in den Vordergrund zu rücken im ersten Lehrjahr, damit die Unternehmen, die ausbilden, da etwas weniger Kosten tragen müssen und damit sie auch motiviert werden, weiter Lehrlinge einzustellen. Herr Friedli? Ich hätte noch eine Frage an Herrn Gattiker zur Grenzöffnung. Also Sie haben jetzt immer von Schweiz, Deutschland und Österreich gesprochen. Jetzt haben ja aber zum Beispiel andere Länder auch noch offene Grenzen wiederum zu anderen Ländern. Also zwischen Deutschland und den Niederlanden zum Beispiel ist, soviel ich weiß, offen. Jetzt, wenn ein Schweizer seine Freundin in Holland besuchen will und durch Deutschland fährt, darf er das dann oder ist dann wegen seiner Nationalität als Schweizer, darf er dann nicht weiter? Oder wie ist das geregelt?
Nein, das darf er, weil geregelt haben wir die Einreise über Deutschland in die Schweiz und von der Schweiz aus nach Deutschland. Das ist das, was geregelt wurde. Und wenn dann die Deutschen die Grenzen offen haben zu Niederlande, dann kann die betreffende Person zu seiner Freundin reisen. Ich schaue in die Runde, ob Sie noch weitere Fragen haben und sehe für den Augenblick keine Fragen mehr. Dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihr Kommen, wünschen ein gutes Wochenende. Der nächste Point de Presse ist am Montag um 14 Uhr. Adi miteinander. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Einbrüche brechen ein und auch andere Delikte wie Körperverletzung werden in der Corona-Krise massiv